Die Tageswoche hat Geburtstag. Einen runden sogar. Sie wird 5 Jahre alt. Mit 5 kommt man normalerweise in den Kindergarten. Dort lernt man irgendwann mal seinen Namen schreiben. Tageswoche. Mit einem großen W in der Mitte. Was dieses große W bedeutet, weiß man natürlich noch nicht, weil man mit 5 noch nicht lesen kann und auch nicht schreiben. Deshalb haben wir andere über uns schreiben lassen. Kurt W. Zimmermann zum Beispiel. Er ist Medienexperte und unter anderem Kolumnist in der Weltwoche. Das klingt fast ein bisschen wie Tageswoche, hat aber kein großes W in der Mitte und ist auch sonst etwas ganz anderes. Dieser Kurt W. Zimmermann schreibt also: Enttäuschend an der Tageswoche ist nicht einmal so sehr, dass sie schlecht aus den Startlöchern gekommen ist. Enttäuschend ist, dass sie bisher nicht den Mut zum mutigen Journalismus hatte. Diese Zeilen erschienen am 29. Oktober 2011. Damals war die Tageswoche gerade mal einen Tag alt. Wechseln wir also zu einem anderen großen Medienbeobachter, Manfred Messmer. Er ist Kolumnist in der Basler Zeitung und Blogger. Im März 2012 schrieb er: Hier befassen wir uns zum letzten Mal mit der Tageswoche. Sie ist nicht mehr der Rede wert. Puh, ein Mann, ein Wort. Oder auch nicht. Denn im Januar 2013 schrieb er wahrscheinlich noch einmal zum letzten Mal: Tageswoche Online ist so dröge wie die Papierausgabe am Freitag. Die Tageswoche Printausgabe ist so langweilig und so beliebig wie seinerzeit das Magazin der Basler Zeitung zu Platzzeiten. Und im Dezember 2013 schrieb er ein noch letzteres Mal: Die Online-Ausgabe ist zum Wegklicken, keine Ideen, keine relevanten Geschichten, kein Konzept, kein talentiertes Personal. Was wir erleben, ist das Ende der Tageswoche. Damals waren wir 3 Jahre alt. Jetzt sind wir 5 und noch nicht am Ende, sondern in dem Alter, in dem Kinder normalerweise in den Kindergarten kommen. Aber das habe ich ja bereits gesagt. Wir lassen also das Verdikt der Medienexperten sein. Wir wollen fröhlich und zuversichtlich sein. Wir wollen anstoßen auf über 250 Printausgaben, auf über 1800 Tage Online-Präsenz, auf unsere Leserinnen und Leser, auf uns selber und überhaupt.